Stell dafür, du hast den größten Angst überlebt, mir 4 Jahre mehr spät hält den Vergangenheit dich an. Genau das mischt Black Phone 2 mit froh aus, als es wirklich ein Horrorhit oder just eine langweilige Verlängerung. Den zweiten Film setzt 4 Jahre nach den Ereignissen vom ersten und der Finny probiert sein Leben auf 3 zu kriegen. Es ist klar, die Narben, die hier an seiner Zeit mit Grabber gekriegt hat, sind nach lang nicht geheilt. Seine Schwester Gwen hat dann auch nach Visionen, die immer mehr düster gehen. Es fühlt sich an, wie wenn die Horrorwelt sich Schnees an ihr Leben direkt. Was direkt positiv raussticht, ist die Atmosphäre. Die Bilder sind kahl, deister, aber dreckend. An Ethan Hawke als Grabber absolut verstörend. Hier ist nicht permanent da, mehr all Auftritt geht in der Haut. Ein ähnlicher Blick von seinem Maskegesicht an, du hast direkt Flashbacks und den ersten Teil. Mir locken das Problem, der Film hat keine klare Richtung. Hier zieht sich an der Laufzeit Szenen dauern zu lang, ohne richtigen Aufbau. An Heinz du benutzt der Film die paranormalen Elemente echt wie eine sehr Ausflucht an Platz eine logische Erzählung aufzubauen. Das hält der Spannung ein Stück von ihrer Kraft. Besonders enttäuschend sind die Themen, die angeschnitten gehen, mir nicht wirklich durchgezogen. Zum Beispiel die Alkoholsucht vom Pap. Am ersten Teil war das ein wichtiges Seid, die Familiensituation nach mehr düster gemacht wird. Am zweiten geht es zwar annimmt, aber es bleibt halb gar am Hintergrund. Es hat ein Dave emotional Schicht können bringen, wie ein Familie mit Trauma umgeht, aber der Film dreht sich für der Konsequenz. Dasselbe gilt für Traumata von Finny. Es gibt gewissen, dass hier kämpft, aber wir kriegen nie wirklich zu sehen, wie hier das Angst durchlebt. Oder wird eben sein Leben beeinflusst. Figuren gehen dadurch wie flach, wie sie hätten müssen sehen. Und du verliert der Film seine Kraft. Hier will Horrorfilm, Familiendrama am Mystery an einem Sinn, aber es geht nicht ganz konsequent durchgezogen. The Black Phone 2 hat eine immense Atmosphäre an einen brillant verstörenden Grabber. Für Horrorfans ist es immer noch ein Kinobesuch wert, mit Geschichte verpasst Chance mit Dave zu sehen. Es hat eine intensive Studie über Trauma und Familienprobleme können sehen, mit einem Platz kriegt ein halb ungeschnittene Themen, die am meisten verschwannen. Für mich hier steht spannend, aber nicht so schockierend an Dave grinnisch, wie es kennt sind. Wie gesagt, dabei ist es. Habt ihr The Black Phone 2 schon gesehen? Und habt ihr auch schon den ersten Teil gesehen? Aber wie gefällt ihr die Reihe insgesamt so? Erzählt mir das ganz gerne in den Kommentaren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich schon und wünsche dir dann noch ganz viel Spaß am Kino mit The Black Phone 2. Ciao!